Hi Leute, grüß euch, servus. Wir sind heute am Hintersee, es ist 5:16 Uhr, gleich geht die Sonne auf, wir dann heute fotografieren. Die Wolkendecke da oben schaut richtig geil aus. Die Fahrt hierher war Horror. Ja? Ja. Das Mikrofon ist auch nicht verbunden, das mache ich dann. Ich erzähle euch dann später, was wir treiben. Jetzt muss ich ganz schnell die Kamera raustun und fotografieren. Geil. Nebel überm See. Selbst das Licht bleibt still am Rand, fragt nicht nach dem Tag. Felsen schweigen hart, Moos bedeckt das alte Grün, Zeit schläft in den Tiefen. Ein Fisch zieht die Spur, doch selbst das Wasser horcht nur. Nichts will hier geschehen. Bäume ohne Laut, ihr Schatten geht auf dem Grund, nicht vom Wind bewegt. Fern wie ein Bergmassiv, grau wie ein vergessenes Wort im Morgenschlaf. Kein Mensch, kein Geräusch, nur das Auge darf noch sehen, wie still es sich dehnt. Für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen nicht geeignet. Das ist schon ein Schäberer. Ah, schau, das ist das, was ich erklärt habe. Der Zauberwald, schauen, das ist die Abbruchzone. Das ist genau oben am Berg. Das sehen wir jetzt nicht. Da, das Stückchen, was da fehlt. Siehst du das? Und das ist komplett da runtergerutscht. Und dann hat sie es aufgestaut. Schau. Siehst du das? 15 Millionen Kubikmeter Kalk aus ca. 1300 Meter Höhe.
am Hintersee, da ist der Fluss. In der Früh, da ist noch schön. Jetzt haben wir es, 6:30, glaube ich, in der Früh. Noch keine Preisen da, und jetzt genießen wir das Dann einfach. ist vorbei und dann wird's ruhig. Boah, schau, wie die Sonne durchscheint. Hintersee, du bist so schön. Das schaut doch Aber geil aus. nur in der Früh, weil dann wird's feucht. Preisen, scheißen in die Büsch. Preisen, in die Büsch. Hintersee so Baum schön, schaut bei toll jeder aus. Berliner Tiergarten. Dort frei Ich muss es war dann und fotografieren, ich wollte gleich beim Zurückgehen fotografieren. So, was haben wir jetzt da? Ein Wildschwein, 2 Gickerl. Früh hat der Wecker glitten. Um 4 Uhr wollte ich losfahren. Ist der Tank vom Auto leer. Reichweite 35 Kilometer. Und keine Tankstelle hat offen gehabt. Ich habe aber gewusst, Reicherheu liegt 35 Kilometer entfernt. Also bin ich mit 35 Kilometer und leuchtender Tankanzeige auf die Autobahn und habe ich dann mehrer Richtung Bad Reichenbach rollen lassen. Wer das Autobahnstück kennt, weiß, da geht es meistens bergab. Und ich habe es fast bis zur Tankstelle geschafft. 3 Kilometer vor der Tankstelle leuchtet plötzlich die Motorbahnleuchte. Toll. Normal, Auto aus und stehen bleiben. Hast du gesehen? Ja, dann sind wir die letzten Kilometer, 2-3 Kilometer bis zur Tankstelle mit leuchtender Warnleuchte die Autobahn entlang gerollt und haben es tatsächlich noch bis zur Tankstelle geschafft. 1 Liter Öl, 30 Euro. Das war richtig happig. Aber der Stress war dann relativ schnell verflogen und wir haben den Sonnenaufgang noch geschafft. Der ist zwar normalerweise um 5:15 Uhr, aber über die Berge tauchte erst um 6 Uhr auf. Und so haben wir das ganz gechillt noch genießen können und vor allem die Ruhe, die absolute Ruhe. Wir haben um den kompletten Hintersee nur eine Person getroffen, was sich später noch ändern sollte. Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Schon cool, oder? Ein schöner wie der Zauberwald, gell? Da liegt sogar ein Stück Holz, ein Balken. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old. Feel the wind, watch the river run. And the sun would always shine. When we sat there, you and I,
this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. So, absolute Stille. Eine Person haben wir getroffen. Jetzt kämen dann gleich die ganzen Preisen da hinten, die ersten Scharen. Jetzt genießen wir noch die Ruhe ein bisschen. Noch 1, 2 Fotos. Aber das Wasser ist halt echt total ruhig, wirklich. Da jetzt ein paar Fotos machen. Und dann gehen wir außen rum. Und dann schauen wir, wann die Schiffe aufmachen, weil der Jonas unbedingt die Schiffe fahren mag. Achso, dann Jonas, seine Fotos nehme ich natürlich dann auch her. Weil er hat echt coole Fotos gemacht. Also da war ich nachher richtig grantig. Vor allem habe ich die schon wirklich brüllen gehört um den ganzen See rum. Und ganz ehrlich, wenn man schon sieht, dass da jemand fotografiert, dann kann man doch fragen, darf man schnell dazwischen, darf man ein Foto machen oder sonst was. Aber die Leute sind so egoistisch, so schön wie die Natur ist. Aber die Leute zu 90%, die da rumrennen, kannst du echt sowas von vergessen. Und das Ganze wird nachher noch schlimmer. Irgendwann ich bin. Ich habe echt gemeint, ich falle vom Glauben ab. Und ich habe da so eine Wut im Bauch gehabt. Leider weiß ich nicht, wer dafür zuständig ist, weil sonst hätte ich das echt gemäht. Aber das Foto zeige ich euch dann noch. Und dann die Leute, was die Stelle kennen, die werden wahrscheinlich auch so ziemlich am Kotzen sein. Jetzt ist es vorbei mit der Ruhe, ja? Ach ja, das. Hallo. Hi. Ja. Oh. Oh, Ludwig, magst du daher? Das geht aber Das nicht. ist mir genau im Beutel, ja. Ja, ist nur gemein. kurz. Das ist Scherz. Das ist Scherz. Nur kurz. So, das war jetzt super. Von da hinten hast du Leitbeeren gehört. Da kommt so eine komische Familie, aufdackelte Britschen. Er schaut aus wie der Almgandi, mit einem kleinen Schwarzen, extra Fotografin dabei. Und dann wird da natürlich vor das Bild geguckt. Genau, wenn ich gerade fotografieren möchte. Vorpatzt und dann da Selfies für Instagram gemacht. Nur am Rumbrüllen und ja. Ganz schrecklich, solche Leute. Oh, Ganz Ludwig, magst du schrecklich. daher? Wirklich. Familienfotos am Hintersee. Das ist mir genau im Mit Beutel, ja. Fotograf. Ja, ist nur gemein. kurz. Das ist Scherz. Zum Kotzen. Das ist Scherz. Wahnsinn. Geschichtsunterricht mit Markus. So, wenn euch das interessiert, ich bin jetzt am Hintersee. Und ich glaube, das war das Haus Gelfert oder das Haus da hinten. Da war 1945, war da die hochrangigen Nazi-Bonzen aus Berlin, haben sie daher geflüchtet. Das war der letzte SS-Außenposten, weil da ist von den Amerikanern dann alles erobert worden. Die haben sie da zurückgezogen praktisch in die Alpenfestung. Da waren die ganzen hochrangigen Kommandeure und Generäle, haben sie dann da versammelt. Waren Truppenbewegungen da oben am Berg, hinter dem Haus. Waren 2 MG-Geschütze und eine Flugabwehr. Da sieht man heute man kann heute Patronen finden und das Fundament. Und die haben von da oben aus die Uferstraße und die gegenüberliegende Straße unter MG-Schutz gestellt. Und das Interessante ist, da sind in der Nacht
sind dann hier die LKWs losgefahren, schwer beladen mit Kisten, schwer bewaffnete SS-Männer und sind dann hier den Weg hoch und links in den Wald rein. Und das haben sie bis heute noch nicht gefunden. Die suchen da mit Sonden und so weiter. Das sind alles Akten und Kisten gewesen aus Berlin. Total spannende Geschichte. Das waren 3 Flugzeuge, die da ausgeflogen sind aus Berlin mit schweren Kisten. Eine Maschine ist abgestürzt in der damaligen DDR, ist dann auf LKW umgeladen worden und dann hierher gebracht. Und die haben es bis heute noch nicht gefunden. Und das muss, wie gesagt, das Haus, glaube ich, war das. Das war der letzte Kommandoposten vom Dritten Reich. Wird nicht lang halten. So. Jetzt hocke ich auf dem blöden Schifferl. Toll. Jetzt fahren wir irgendwie. Ich hätte gesagt nach links, oder? Dass wir dahinter kommen. Aber dass das Boot so eine Schlagseite hat, keine Ahnung warum. Scheiße. Wir fahren jetzt da raus und dann fotografieren wir. Und zwar mal eine ganz andere Sicht. Vom See aus. Von der Mitte vom See. Gott. Ja, voll. Ja, schon druck mal da. Komm, das. Motorboot. Jetzt strampel. Wohin? Dahinter. Okay. Ja, langweilig, was der da macht. Warte, ich muss mal Füße aus. Boah, wie viel Druck. Du hast aber gesagt, kein Stress. Jetzt fahren wir schneller. Echt. Ja, so wird das nichts. Was haben wir denn eigentlich vor? Ich habe jetzt vor, dass du mich spazieren fährst. Okay, Los, ich fahr ja. ich unterstütze dich moralisch. Ja, von wegen Sport, da frisst schon wieder einen Hamburger. Das hat sich schon wieder erledigt mit Bewegung. Du sagst dann Stopp, wenn wir haben. Okay. Da hinten.
so eine Kamera tun, die das aufnimmt. Weil dann haben wir die ganzen Dinge. Was? Rechts. So, jetzt hocke ich eine Stunde da in der prallen Sonne. So spannend. Das ist so spannend. Schifffall fahren, toll. Vor allem der macht nichts. Fahrt er rückwärts. Gott, ich kann nicht mehr. Die Action. Die Aufregung. Das ist brutal. Echt. Scheiß gebadet. Eine Stunde haben wir gemietet. In einer Stunde fährst du den See ungefähr 30 Mal rauf und 30 Mal runter. Müssen wir extra beim Chiemsee machen. Da oben ist die Stelle, wo es runtergebrochen ist. So groß war das. 16er. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist gleich Mittag. Katastrophe. Jetzt haben wir alle Nationalitäten da gehabt. Jetzt ist aber alles noch ein bisschen verschleiert gewesen. Mit Kopftuch jetzt sind wir gegangen. Das war uns jetzt zu kratzig, ja? Das wollte man nicht mehr. Parkplatz ist voll. Aber eine ganze Reise plus, ich schaue mal die Deckel an. Es war halt alles leer in der Früh. Das macht keinen Spaß mehr. So, jetzt schaut euch das an. Schaut aus wie in der Großstadt, wie man es so kennt, aus den Medien, die Stadtparks. Hameln ist nicht geschlachtet worden, da war ich eigentlich ganz froh. Aber wenn ich sowas sehe, meine Heimat, meine Natur, der Hintersee, der eigentlich für jeden da sein sollte, so zu verschandeln. Und das war nur ein Foto, da hat es ausgeschaut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Tausende Kühldrohnen und Rumgeschrei, ich glaube das war rumänisch, müsste rumänisch gewesen sein. Also ganz ehrlich Leute, ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht so, aber irgendwie glaube ich, dass das ein bisschen zu weit geht und dass die wirklich jeden schönen Flecken mittlerweile in Anspruch nehmen, ohne Rücksicht, egoistisch und ohne Hemmungen. War ich sehr enttäuscht und ich habe Fotos gemacht. Wenn ich gewusst hätte, wer dafür verantwortlich ist, Ordnungsdienst, keine Ahnung, wäre es sogar fast so weit gewesen und hätte die angerufen, die sollen mal vorbeischauen. Ja, das ist leider die Kehrseite. Ich habe sowas bis jetzt noch nicht festgestellt bei uns und war heute in dem Ausmaß das erste Mal, dass es immer wieder ein bestimmtes Klientel gibt, jetzt beim Winter am Hintersee, wo ich mich aufgeregt habe, wo ich die Stempel rausgerissen habe. Ja, aber das sind Ausmaße an und bestimmt mir irgendwie ein bisschen traurig. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt kommen noch einige Fotos, auch die von Jonas.
Ganz schwierig vom Schnitt diesmal. Komplett kompliziert und alles durcheinander. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ich wünsche euch noch eine schöne, heiße Sommerwoche. Also, ciao, ciao.